Hey Flavia! Hey, wo ich vorher aus dem Zug ausgestiegen bin, habe ich das Gefühl, ich habe etwas vergessen zu sagen. Und jetzt, wo ich im Bett liege, weiss ich auch was. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich habe dich den ganzen Heimweg mit meinem Zeugs vollgeschnurrt. Und ich kann einfach sagen, danke vielmals fürs Zuhören. Ich habe dich so gern. Hallo zusammen, das ist die 3. Folge Stadtland Stuss. Ich bin Flavia. Ich bin Jenny und heute in der 3. Folge reden wir über Freundschaften, wie unsere Freundschaft so ist, was vielleicht in unserer Freundschaft noch fehlt und wie man Schluss macht in einer Freundschaft. Dum, dum, dum. Können wir zuerst mal darüber reden, dass du nicht gemerkt hast, dass ich beim Coiffeur war? Ich habe im Fall noch gedacht, mit deinen Haaren ist etwas anderes. Ich schwöre, ich sage das jetzt einfach so. Ist okay. Sie sind dunkler. Warte, sie sind dunkler? Nein, ich weiss nicht, wieso es dunkler wirkt. Sie sind kürzer, aber das ist okay. Aber ich habe da vorne Bangs geschnitten, aber die sind nicht schon fettig. Nein, wirklich, also... Ja, als ich auf dich zugelaufen wirklich... bin, vorher draussen, habe ich gedacht, irgendetwas ist anders. Aber ich habe einfach gedacht, das ist, weil du deine Haare zusammengenommen hast. Okay, ich dachte, das ist etwas Erstes, was du sagst. Aber ist okay. Ist okay. Okay, sorry, ja, aber mehr bevor wir da... Wir kommen zu Shit und Shine. Yes. Willst du mit Ja, du hast gesagt, du fängst an. Soll ich anfangen? Ja. Mit Shit? Ja. Okay. Und zwar, du weißt es schon, dass mich das Wort behindert recht triggert. Mhm. Kurzer Hintergrund. Also mein Bruder ist geistig und körperlich behindert. Und ja, das behindert ist ja recht so ein Wort, wo man schnell sagt, so zu dummen Sachen. Oder du bist so behindert. Genau, ja. So ein Beispiel. Ja, und es triggert mich irgendwie einfach immer, weil als Kind auch, wenn ich so gefragt worden bin oder wenn ich erzählt habe, ja, mein Bruder ist behindert, also wie auch. Sorry, das ist nicht lustig, aber ja, so die Leute haben so gefunden, so, oder ja. Es ist wie negativ konnotiert für ja, du bist einfach ein Blöder, so, oder? Genau, und ich habe dann auch gesagt, ja, nein, ich glaube im Fall nicht, weil sonst hätten ganz viele Leute behinderte Geschwister. Sorry. Nein, aber einfach auf jeden Fall tut mich das Wort so ein bisschen, ja, ich finde es blöd, dass man das noch so braucht. Ich verstehe auch, dass halt wie sagt man sich daran gewöhnt, das zu sagen, blöd gesagt. Oder, es ist im Sprachgebrauch. Genau. Und nachher ist bei einer Freundschaftsgruppe, also es war nicht mega ein enger Kollege, aber hat er das gesagt und eigentlich habe ich mir angeeignet, um zu sagen, so, hey, so darauf hinzuweisen. Aber dann bin ich einfach, habe ich wieder Schiss gehabt. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, oder ich weiß auch nicht. Und ich will auch nicht nach 5 Minuten noch so kommen. Übrigens. Genau. Und das hat mich einfach für mich ein Shit-Moment gewesen, oh Mann, jetzt ist ja nicht schlimm. Weißt du, sag es doch einfach, dort die Leute darauf hinweisen. Voll, ja, verstehe ich. Aber eben, ist es dann in dem Moment, hast du einfach wie den richtigen Moment nicht verwünscht, um es dann zu sagen? Und dann hast du dich im Nachhinein genervt, dass du es nicht gesagt hast? Ja, ich finde auch, wenn so eine Gruppe so eine Dynamik hat, und nachher kommst du hinführen so, übrigens, also auch wenn es voll okay ist, das zu sagen, sollte man ja auch darauf hinweisen. Es nimmt dann trotzdem so die Dynamik und den Flow. Und ja, ich glaube, das hat mich ein bisschen gehindert. Ja. Ich weiss, was du meinst. Ist ja noch bei vielen Sachen so, wo man irgendwie findet, okay, das ist jetzt in dieser Situation nicht okay gewesen. Aber zum etwas zu sagen, dann wäre ich so die den Mut da killt. Und irgendwie will man ja dann auch nicht die Rolle dann haben oder das dann machen. Genau, aber, das war es. Was war bei dir Shit? Im Fall nicht so etwas Deeps. Muss auch nicht. Story of my life. Ich habe keinen Speicherplatz mehr. Und das stresst mich, weil ich denke so, iCloud, ich bekomme immer wieder die Notifications, wirklich jede Woche. iCloud Drive Speicherplatz voll. Nein, warte, das sind jetzt verschiedene Sachen gewesen. iCloud Speicherplatz voll, Drive Speicherplatz voll, auf Fotos, weißt, ganz unten in den Fotos zeigt es schon lange an, die letzten 5000 Fotos sind nicht in iCloud gespeichert und so. Und ich denke so, ich mache ja ab jetzt nur noch mehr Fotos. Ich bin erst 22, so das wäre noch ein paar tausend Fotos mehr und ich wehre mich vehement dagegen, noch mehr Geld an Apple zu zahlen, um mehr Speicherplatz zu kaufen. Zahlst du schon 3 Stutz im Monat? Ja. Das macht jeder, frage ich mich. Also weißt, das ist einfach so ein Marketing. Und ich denke dann so, ich rechne das dann so auf, okay, wenn ich jetzt 5 Stutz zahle pro Monat und ich lebe noch so viele Jahre, dann denke ich mir, oh mein Gott, das ist so viel Geld, so ganz sicher nicht mache ich das. Aber verstehe ich, da müssen wir irgendeine Lösung finden. Ich weiß auch nicht, ja. Und irgendwie bin ich ständig gestresst, weil ich denke, ich sollte mal meine Dateien ordnen und ich sollte mal 15'000 Fotos löschen oder ich sollte mal Videos durchdingseln. Das wäre eine Aufgabe im Zug oder so. Musst du mal das Herz nehmen. Aber dann scrolle ich halt auch lieber auf Insta.
Dann kurz Schein. Mein Schein ist dann wirklich etwas wirklich Kleines. Ich war letztes Mal im Stau, was eigentlich nicht Schein ist. Aber ich bin so in den Stau gekommen und nachher tut man ja den Alarmblinker rein. Ja. Und ich finde das so herzig. Nein, wirklich, ich bin so in den Stau gekommen und dann dort die vor Alarmblinker rein und ich so, weißt, eigentlich Alarmblinker? Ja, Du meinst den Warnblinker? Aber ja, Alarm. ja. Der heisst für mich Alarmblinker. Ja, okay. Und nachher macht man ja die Rettungsgasse in den neuesten Regelungen, weißt du das? Also das macht man, glaube oder sollte man schon lange so machen, aber es ist nicht immer so. Ups, also ich weiss einfach, ab jetzt, wenn es Stau ist, muss er einfach, egal ob was ja, ist gut, ja. Genau, und das finde ich auch so, ich finde, wir sind alle da zusammen in dieser Situation und ja, ich habe das irgendwie, ich habe schon müssen lachen und ich so, das hat mich jetzt erschonen oder keine Ahnung. Ja, aber es ist eigentlich herzig, dass man dann so als Gesellschaft wie kooperiert, ja. Genau, also wir machen es ja auch für sich, dass jetzt nicht einer dir in den Arsch reinfährt, aber ja. Voll. Bei dir? Hey, mein Schein von der Woche war, ich habe einen 12-jährigen Neffen. Und zu mir und meiner älteren Schwester sind 11 Jahre Unterschied und zu mir und meinem Neffen auch nochmal 11 Jahre. Und darum, eben, er ist jetzt 12, ich bin 22 und wir sind jetzt zusammen gross geworden. So, wo er auf die Welt kam, bin ich so alt wie er jetzt. Also ich war auch ein Kind und wir sind wie so zusammen gross geworden. Und jetzt kommt so langsam die Zeit, wo der Luca sagt immer, irgendwann findet er dich dann nicht mehr, also jetzt dann bald findet er dich dann nicht mehr so cool. Dein Freund. Genau, sorry, der die, Luca ist mein wissen. Freund und mein Neffe, genau, er sagt über meinen Neffen, dass er mich irgendwann bald nicht mehr so cool wird finden und das tut mir weh. Und dann bin ich so mit ihm das Wochenende in Kilby und er hat es mega cool gefunden, mit mir dort hinzugehen, mit mir auf die Bahn zu gehen und dann bin ich so das ist jetzt einer von den Momenten, wo wir halt jetzt noch zusammen verbringen, bevor ich uncool wird für ihn. So vielleicht, Tante. makes sense. Ja, das ist so mein herzig. Ja. Cute. Aber ja, zum Thema von der heutigen Folge, Friendship. Genau. Ich habe gedacht, das fällt mir einfach gerade. Nein, zuerst zum Anfang würde ich eigentlich sagen, schnell die Leute abholen, wie lange wir uns kennen, einfach schnell. Voll. Stimmt. So ein Wrap-up machen. Genau. Wrap-up würde ich sagen, willst du gerade schnell machen? Nur wirklich. Okay. Also, wir kennen, also wissen, wer wir sind, tun wir eigentlich schon lange. Weil wir haben so über ein paar Ecken gemeinsame Freundinnen. Wir sind zum Beispiel zusammen die gleiche Kante 4 Jahre, von 2016 bis 2020. Und wir haben dort aber nie zusammen zu tun gehabt. Wir haben gewusst, ja, du heisst Flavia, ich heiße Jenny und so. Aber richtig kennengelernt und miteinander zu tun bekommen haben wir dann im Studium. Das war vor 3 Jahren. Dort hast du mir mal aus dem Nichts angerufen. Du bist so gesagt, Jenny, du studierst doch jetzt Kommunikationswissenschaft und so. Ich habe das mitbekommen von der und der. Vielleicht kannst du mir mal ein bisschen erzählen, ich bin lost. Ich habe gewusst, Jenny hat sich, das ist ja, Jenny hat sich auf jeden Fall informiert, das habe ich im Vorhinein schon gewusst. Ich so, also bevor ich mir da irgendein Ding durchlese, rufe ich einfach den Jenny an. Ja, das ist so ein Tick von dir, du tust dich nicht gerne informieren. Und ja, aber ich will in Journalismus. Ja, das musst du dann lernen, ja, recherchieren. Aber auf jeden Fall haben wir dann dort telefoniert und dann am ersten Tag von der Uni uns auch dann gesehen. Du hast ja dann das Gleiche studiert wie ich oder dich für das Gleiche entschieden. Und ich habe mir eben im Vorfeld überlegt, so, wann war der erste Moment, wo ich so gecheckt habe, so, du und ich, wir könnten Freundinnen sein. Und irgendwie ist mir so kein Moment in den Sinn gekommen, weil irgendwie ist das wie, das klingt jetzt so, mein Gott, so cheesy, aber so, es ist wirklich von Anfang an irgendwie klar gewesen, dass wir uns verstehen, weil es hat sich nicht so angefühlt, als würde ich dich nicht kennen, weil du hast mit mir geredet, als würden wir uns schon lange kennen. Beispiel dazu ist, wir sind in Oerlikon am Bahnhof zuerst mal uns gesehen und ich hatte gerade irgendein Boy-Problem und war ein bisschen emotional gewesen. Und du bist die erste Person, die ich an diesem Tag gesehen habe. Und ich gerade zu dir, also zuerst mal «Hoi» gesagt, ich so «Jenny», bla bla. Und dort ist für mich so, wie du reagiert hast, darauf habe ich so gemerkt, das matcht. Ist ja cool. Genau, aber das mal kurz dazu. Was ich eben auch noch gewusst habe, eine Situation, ist, dass wir dann mal darüber geredet haben, was wir so für Freundinnen haben. Und ich habe von meiner besten Freundin erzählt. Mhm. Und als ich diesen Satz gesagt habe, so, sie ist meine beste Freundin, habe ich so gemerkt, so, au, tut das nicht mega weh? Nachher, ich rede eigentlich mit einer Freundin und nachher sage ich so, ja, sie ist meine beste Freundin. Mhm. Und ich kann mich wirklich einfach nur an die Situation erinnern. Und seitdem habe ich so, wir können nachher so deep darüber reden, habe ich einfach so gemerkt, so, sie ist immer noch eine enge Freundin. Und früher war es vielleicht die einzige eng gewesen. Und jetzt habe ich immer ein bisschen mehr Freundinnen dazu bekommen, wo ich wie gleich werte. Ich will nicht werten, aber ich bin da so gewesen, ich will dich nicht abwerten, weil du bist genauso eine gute Kollegin jetzt, weißt? Also
Danke. Nein, aber so, du meinst Worte. Also am Anfang zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wann die Situation war, die du jetzt gerade beschrieben hast, aber so, mich trifft das in dem Sinne nicht, wenn du über deine beste Freundin erzählst und wir uns gerade frisch kennengelernt haben, dann ist für mich wie so klar, weißt du, was ich meine? Ich fühle mich dann nicht irgendwie degradiert, weil du über deine beste Freundin redest. So. Also, ich mich aber schon schnell. Letztes Mal habe ich auch zum ersten Mal von meinem Freund eine Kollegin getroffen, allein. Und ich habe richtig gemerkt, das vibet gerade. Und dann hat sie auch von ihrer besten Kollegin erzählt. Und es hat mich trotzdem kurz so ein bisschen, nicht, dass ich jetzt ob es Ego ist oder so, aber eigentlich ist ja schon so, also was denkst du jetzt allgemein, hast du eine beste Freundin? Nein. Also das ist eben so ein bisschen das Ding. Oder irgendwie das Konzept BFF, ich weiß nicht, irgendwie ich habe irgendwie, glaube ich, ein Problem damit. Aber irgendwie auch nicht. Also, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Auf jeden Fall... Doch, erklär mal. Was ist ja, es ist so, dass zum Beispiel in der Primarschule habe ich wirklich eine beste Freundin gehabt. Und Janina, wenn du das hörst, dann liebe Grüße an dich. Und wir sind wirklich unzertrennlich gewesen. Wir haben in der Schule, wir sind immer in jeder Stunde zusammengehockt, unsere Freizeit, alles haben wir zusammen gemacht in dieser Freizeit. Und dann irgendwann sind wir halt in die Oberstufe gekommen und dann ist wir in die 3. Klasse gekommen und dann als Kind gehen halt dann die Wege auseinander, wenn du nicht so eine Institution oder eine Organisation hast, in der du dich halt jeden Tag siehst und so. Genau, und dann nachher... Musst du ins Mic gerade reden? Oh, sorry. Ja. Nein, gut, hast du das im Griff. Was soll ich sagen? Ja, eben, auf jeden Fall, in der Kindheit hatte ich auch wie so eine beste Freundin gemäss dem Konzept, wo so Film und Bücher und so einem so Best Friends Forever. Ja, so. genau. So eine hatte ich in der Kindheit gehabt. Und dann später mal bin ich noch in so einem Trio verwickelt gewesen, wo wir das dritte uns auch als so beste Freundinnen angesehen haben. Und das ist dann halt mit der Zeit dann auch so ein bisschen Brüche gegangen, wo wir alle auch wieder wegen der Lehre und wegen der Kante getrennte Wege gegangen sind. Und nachher hatte ich nie mehr wieder so eine Person gehabt, der ich den Titel «Beste Freundin» gegeben habe und sie auch mir. So. Ja, das ist ja auch immer noch. Genau, ich hatte einfach Kolleginnen gehabt und engere Kolleginnen oder Freundinnen. Ich weiss nicht, da machen ja gewisse Leute auch einen Unterschied zwischen Kolleginnen und Freundinnen. Das ist bei mir aber auch so. Ja, also... Für mich ist, wenn ich wenn ich merke, ich kann alles erzählen, das ist dann für mich eine Freundin. Und eine Kollegin, ich sage eigentlich selten eine Kollegin. Also, das ist für mich wirklich auch so ein harter Cut. Eine Kollegin ist ja so ein bisschen flüchtig und so. Und eine Freundin ist dann schon so... Also eine Kollegin ist zum Beispiel eine vom Arbeiten, mit der du es gut hast. Aber nur beim Arbeiten etwas zusammen machst. Ja, oder in der Schule, wenn du nicht so eng hast, dann ist es einfach... Oder dich verstanden hast, ja. Ja, wenn man sich versteht, aber dann trotzdem nicht voll darüber schwätzt. Oder nicht abmacht in der Freizeit oder so. Genau, okay. Würde ich auch sagen. Ja, macht Sinn. Auf jeden Fall ist es mir dann jetzt so in der letzten, also in der Kante und auch in der letzten, jetzt, ja, ich auch in der Studiumszeit auch, ist es mir zeitweise wie schlecht gegangen, weil ich so gefunden habe, es gibt niemanden, der mich als ihre beste Freundin betitelt. Das hast du mir eben mal noch gesagt, so, oh Mann, ich will auch eine beste Freundin. Und eben nachher habe ich so gemerkt, das ist gar nicht mehr. Also eben nichts gegen dich. Sie heißt Florina. Wir sind immer noch super Freundinnen. Aber sorry, wieso mache ich die Faust? Ich mache so einen Faust in die Luft, so wie der Emoji. So, also, aber eben das andere halt auch nicht. Also ich will nicht werten, aber mich halt auch fröhlich machen und auch da sind für mich. Aber nicht mega viel. Ich habe so 5, 6. Ich nenne es jetzt seit neuestem Inner Circle. Oder weißt du, so ein bisschen enger Freundeskreis. Genau, ja. und ich will nicht mehr sagen Beste, sondern jede hat ihre eigenen... Nein, Vorzüge kann ich nicht sagen. Doch. Ja, wo ich weiss, mit ihr kann ich vielleicht mehr über das Thema reden, mit ihr dann wieder mehr über das. Und das ist ja mega schön, wenn du so ein bisschen Vielfalt hast, aber schlussendlich sind trotzdem Typen von den Menschen sind alle ein bisschen ähnlich bei mir. Ja, spannend, ja. Eben, ich habe mir dann einfach so zeitweise eben so gedacht, so, also weißt, ich bin wie so meine Freundinnen durchgegangen und zu jeder habe ich gewusst, okay, sie, hat die eine Person und der hat den eine und weißt du, was ich meine? Und wie ich ist das bei mir auch durchgegangen?
Ja, eben, ich habe wie gedacht, so die Florina ist deine allerbeste Freundin und ich habe dir das mega gegönnt. Es war überhaupt nicht so, dass ich wie das nicht dir nicht gegönnt hätte, aber ich hätte mir für mich auch so etwas gewünscht, was ich mir vorgestellt habe, hast du mit ihr. So. Ja, verstehe ich. Und dann habe ich, fängt man sich halt so an, von Sachen zu fragen, wie bin ich einfach schlecht in Freundschaften pflegen oder bin ich die Type of Person, wo sobald sie in einer Beziehung ist, halt nur noch etwas mit dem Freund macht. Und ich habe zwar das alles wie nicht geglaubt, aber einfach hinterfragen, weißt du, was ich meine? So, und dann eben irgendwie habe ich einfach das Idealkonzept im Kopf gehabt und weiss auch nicht, wer mir das oder was mir das eingerichtet hat. Ja, doch. Früher hat man Bändchen gekauft mit einem gebrochenen Herz und wenn man zusammenkommt, kann man es so zusammentun. Genau, oder Freundschaftsbändchen. Aber das kann man ja auch. Aber Best Friends ist schon vielfach so auch zum Sachen kaufen und so. Immer 2 Sachen. Also, weißt, und ja, weißt, ich würde jetzt überhaupt, also eben, den Podcast hören ja auch mega enge Kolleginnen von mir und ich wollte überhaupt nicht wie, dass die das Gefühl haben, ja eben, sie sagen keine enge Kolleginnen von mir, sondern irgendwann habe ich dann mich damit abgefunden, dass das Konzept, so, dass das einfach so, weiß auch nicht, das muss für mich nicht gelten. So. Aber für mich ist es jetzt auch, ich habe es immer noch gleich fest gern, aber ich habe andere und dich auch ganz fest gerne. Und ja, dann kommen wir doch gerade zu unserer Freundschaft. Ja. Es tönt so, Freundschaft analysieren, habe ich mir notiert. Ja. Aber haben wir, glaube ich, noch nie so bewusst gemacht. Nein, machen wir das. Das macht man ja auch nicht. Ich habe das zuerst mal mit einer Kollegin gemacht. Freundin. Sorry, wie der Fust. Weil ich gemerkt habe, es geht so ein bisschen, es ist nicht mehr so, wie ich es mir wünsche. Dann habe ich einen Brief geschrieben. Und sie hat mir auch einen Brief geschrieben. Und dann haben wir darüber geredet. Und das ist auch für mich zum ersten Mal so wie in einer Beziehung. Also es ist ja eine Beziehung, halt keine romantische und intime auf physischer Art. Kann auch sein, keine Ahnung, aber bei mir nicht. Aber ja, weil es ist auch mega wichtig. Wir haben auch Bedürfnisse. Aber ihr habt ja nicht eure Freundschaft analysiert, im Sinne von, wir sind alle gekocht und haben gesagt, jetzt reden wir mal über unsere Freundschaft. Doch, es ist etwas passiert. Oder es ist schon etwas passiert. Aber ich habe gemerkt, dass wir auseinandergehen. Und ich habe dann einfach mal einen Brief geschrieben und alles aufgeschrieben, was mich nicht stört. Und sie hat dann auch aufgeschrieben. Wir haben, glaube ich, dort noch nicht getraut, so face-to-face, wenn wir das noch nie gemacht haben. Und dann haben wir wie ein Treffen abgemacht und wir haben gewusst, ich habe mir einen Brief mitgenommen. Weißt, so und dann halt das ein bisschen trocken. Und das ist eben mega gut da. So Punkte durchgegangen. Und das können wir ja jetzt auch. Also nicht, dass ich da... Also ich habe keinen Brief jetzt geschrieben. Nein, aber was fangen wir mit dem Positiven an. Also was schätzt du an unserer Freundschaft? Hey, an unserer Freundschaft schätze ich sehr, also natürlich jetzt dich und dass du zum Beispiel eine mega unkomplizierte Person bist. So, du bist für alles zu haben, du bist dir für nichts zu schade. Und das, wenn man so die Persönlichkeitsmerkmale hat, die du eben hast, dann erlebt man mega coole Sachen, weil es ist so, ich habe das Gefühl, wir sind bei gewissen Sachen sehr ähnlich gestrickt. Ich meine zu behaupten, dass ich mir auch für viele Sachen nicht zu schade bin und wenn wir dann halt wie so beide finden, ja, come on, let's do it oder so, dann erlebt man halt mega coole Sachen oder irgendwie... Was ich finde, emotional sind wir auch mega ähnlich. Also nicht, dass das muss sein, aber wir spüren, wenn wir ein Problem, wir sind mega... Aber du hast letztes Mal gesagt, du bist im Wasserboot. Ich glaube, das sage ich jetzt auch. Ich habe vorher sogar fast brüllt. Ich glaube, ich habe deine gläsigen Augen gesehen und ich gehe jetzt mal nicht drauf ein. Aber ja, herzig. Aber wir spüren halt aneinander schon nochmal oder kann besser nachvollziehen, wenn man ein bisschen gleich gestrickt ist in dem Sinn. Das finde ich auch mega. Oder ja, jetzt zum Beispiel ein konkretes Beispiel, das mir in den Sinn kam, ist ich habe ja einen Gucci gehabt, um Gleitschirm zu fliegen. Und nachher hat der Luca nicht können und ich habe dich mega spontan gefragt, hey, willst du mitkommen? Das wäre ein Weekend in den Bergen und so und ich würde halt Gleitschirm noch fliegen. Und dann hast du gesagt, ja, mega cool, ich komme mit. Und nachher, wo dann halt wir das gemacht haben, ist wie klar gewesen, okay, du, also mein Papi ist übrigens auch mitgekommen. Cool. Und dann ist wie so klar gewesen, okay, ja, du wartest mit meinem Papi im Tal und ich bin dann halt, weiss auch nicht wie lange weg, so, wir müssen rauf und dann müssen wir auf guten Wind warten und dann geht der Flug und so. Also es ist wirklich klar, du wirst ein bisschen mit meinem Papi müssen warten und für dich war es so, ja, kein Problem, so, ich warte doch mit deinem Papi und es wäre auch kein Problem gewesen, hättest du gesagt, ich bleibe im Hotel und lese ein Buch, so, wäre auch für mich völlig okay gewesen, aber einfach, du bist so gewesen, hey, ja, ich komme, du hast mir dann sogar ein Selfie geschickt, wie du mit meinem Papi am Warten bist und das ist einfach so, das
das gibt einem so happy Feelings irgendwie, wenn man eben, weil du einfach so cool drauf bist. Ja, und bei dir ein Beispiel, wo ich ein Geburtstagsfest hatte, ist Jenny von sich aus, weil sie weiss, dass ich gerne Überraschungen habe und auch sonst so eine Aktivität, hat sie von sich aus etwas geplant, was sie auch mit den Leuten dann gemacht hat, also noch mit der Uni-Kollegin zusammen. Und das ist dann für mich auch so herzerwärmend gewesen. Und ich habe noch einen weiteren Punkt allgemein, wie du supportest. Also einfach so, ich weiss, dass ich dir alles erzählen kann oder weiss ich, was für eine Idee ich habe, was ich mal umsetzen will oder weiss ich was. Es heisst nicht gerade so, meinst. Also es ist dann zuerst voll so, hey, erzähl mehr und es muss nicht gerade immer sein, ja, voll und weiss ich was, aber es ist wie nicht gerade abweisend, sondern so ein bisschen, du hörst zu und dann sagst du schon deine ehrliche Meinung, das schätze ich auch mega. Aber so der Support, ja, das habe ich auch noch aufgeschrieben. Ja, du sagst mir auch deine ehrliche Meinung. Du hast mir ja auch schon gesagt, als ich überlegt habe, etwas zu machen, bist du auch so, Jenny, ich weiss nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wo andere alle sind, mal tun. Weißt du, und dann bin ich dann aber auch mal so gewesen, okay, also eigentlich hat es mir jetzt nicht gefallen, dass Flavia die Einzige war, die aus allen Freundinnen aus der Menge gestochen ist. Hast du ein Beispiel? Ja, es ist dort eben darum gegangen, ob ich in der Prüfungsphase mit einer Kollegin auf Vietnam gehe. Oh. Weißt du noch? Ja. Es war eben so, ich hatte die Möglichkeit, eine Kollegin, die ihren Vater auf einer Geschäftsreise begleitet hat, zu begleiten. Auf Vietnam. Für nur eine Woche. Also wir sind da nicht travelen und backpacken und wie du das gemacht hast jetzt vor kurzem, sondern es ist wirklich wieder darum gegangen, einfach so eine Woche mitgehen und ein bisschen fancy essen und ein bisschen am Tag in der Stadt ein bisschen rumtummeln und so. Und es war wirklich literally im Dezember, wenn wir Prüfungen haben an der Uni. Und ich war so, soll ich nicht? Und du bist die Einzige, die so war, Jenny, wenn ich du wäre, ich würde nicht gehen. Und dann bin ich auch so, irgendwie, also es hat mich wie ein bisschen gekratzt, dass du nicht warst, go, 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 weil das haben alle gesagt. Aber es war auch gut, dass weil du hast mich dann zum Überlegen gebracht. Ich bin dann so, ja, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee gewesen. Also, Spoiler, ich bin dann gegangen. Und es war eine mega coole Zeit gewesen. Aber ja, das habe ich auch geschätzt, dass du mir ehrlich gesagt hast, was du denkst. Weil manchmal, nicht bei engen Freundinnen, aber manchmal bei Kolleginnen, wenn man etwas erzählt, hat man das Gefühl, ich weiss nicht, ob sie gesagt hat, was sie gedacht hat. Oder er. Ja, man merkt es auch, wenn man sich gut kennt. Genau, du sagst mir automatisch, was du denkst, ich würde es dir auch anmerken, wenn nicht. Das ist ein gutes Ding zu, jetzt nicht was falsch läuft, sondern so, was vielleicht noch zum Verbessern wäre. Oder nur nicht zu verbessern, sondern wir sind beide mega excited manchmal. Weißt du, wenn jemand etwas erzählt und so, du noch viel mehr, finde ich. Also so mit Grossbuchstaben schreiben, Emojis, oh mein Gott, bla bla bla, oder? Okay, was mega geil ist. Und wir hatten so eine Unigruppe und die anderen Ladies waren auch so gewesen. Und manchmal bin ich nicht im Mut gewesen. Also ich bin auch, wenn ich voll im Mut bin, kann ich auch so voll reagieren, so voll geil, wenn etwas erzählt. Aber wenn ich nicht im Mut bin, bin ich so, wenn ich jetzt nur voll geil in Kleinbuchstaben Ausrufezeichen ein Emoji schreibe, fühle ich mich wie schlecht. Also, okay, und was ist jetzt der Punkt? Dass ich wie, also nicht falsch, dass ich, ob du dich dann fragst, so, oh, ist jetzt etwas mit der also wenn ich jetzt nicht overexcited bin, weißt du, was ich meine? Hey, ich habe mich das glaube noch nie gefragt, ist jetzt etwas mit der Flavia? Ich finde per Chat ist das nochmal alles anders. Also weil ich habe schon öfter dann einfach so auch in Grossbuchstaben geschrieben, aber nicht einfach zum auch gleich wirken. Ich freue mich dann mega, aber vielleicht kann ich nach einem strengen Arbeitstag mag ich gerade nicht so euphorisch überkommen. Voll und nachher denke ich so, oh, wie wirkt das aus und so. Also ja, das ist jetzt irgendwie schade, dass du das sagst im Sinne von I'm sorry, dass du das Gefühl hast, du musst dann irgendwie die Energy matchen. Das, ja, vielleicht. Aber du musst jetzt nicht meinen in Zukunft, dass ich dann fake oder so. Also das wird irgendwie nicht. Also wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass du dann einmal nicht ganz du bist. Eben, weil per Chat ist das sowieso nochmal schwierig. Aber ich denke, so Situationen sind wahrscheinlich auch schon in Real Life vorgekommen. Aber ja, interessant, dass du das sagst in dem Sinn. Was habe ich aufgeschrieben? Ich habe einfach gefunden, ja, eben, ich finde, es läuft eigentlich gut in unserer Freundschaft. Ich würde mir einfach wie noch wünschen, dass wir uns wie noch öfter würden sehen oder halt mehr zusammen könnten erleben. Ich habe genau das Gleiche so was habe ich? Ja, ich habe geschrieben, mehr Aktivitäten. Ja. Weil
Ganz einfach. Ja, Voll. halt mehr machen noch. Ja, das könnten wir wirklich mehr machen. Und dank der Sunrise Young Handy-Abos können wir das ja auch, weil damit könnten wir zum Beispiel mit dem 50% Rabatt aufs Halbtags könnten wir ja mehr Ausflüge zusammen machen. Haben ihr gemerkt, das ist jetzt ein bisschen der Werbeteil. Und ja, mit den Sunrise Moments könnten wir mal ein bisschen abchecken, wo wir die Vergünstigungen auf Konzerte absahnen können. Und allgemein, eben, wir sind jetzt haben wir schon viele Konzerte gewesen, wo wir so coole Momente erlebt haben. Und eben, das könnt ihr auch mit den neuen Sunrise Young Handy-Abos. Mehr Infos dazu findet ihr sonst in den Shownotes. Und ja, vielleicht können wir noch den Rest der Zeit ein bisschen darüber reden, was man macht, wenn es in der Freundschaft vielleicht nicht so gut läuft. Oder wie macht man Schluss in einer Freundschaft. Ich bin ganz sicher schon mal in der Situation gewesen, dass ich gemerkt habe, jemand will mit mir unbedingt, oder nicht unbedingt, aber auf jeden Fall noch befreundet sein und ich aber nicht mehr so. Ich bin aber auch schon in der Situation gewesen, wo jemand mit mir Schluss gemacht hat. Also freundschaftlich. Ui, das habe ich nicht gewusst. Willst du mal von dem erzählen? Ja. Also wie es ist, wenn mit dir Schluss gemacht wird? Also es ist eben ein bisschen, allgemein habe ich mir überlegt, es gibt eigentlich wieder asoziale Weg. Aber das ist auch einfach. Nämlich man lässt die Freundschaft wie so ein bisschen ausfaden. So, man schreibt halt der Person nicht mehr so oft oder nicht mehr so schnell zurück oder man schreibt ihr von sich aus selber nicht mehr so oft. Und ich habe das Gefühl, das ist wie die einfache Art, nämlich so die Freundschaft so ausfaden. Wenn beide das machen, dann sind ja schon viele sogenannte Freundschaften halt auseinander. Ja, also, aber wenn es jetzt einseitig ist, ja, dann ist es schon asozial. Aber ich finde auch nicht immer, dass eine Freundschaft auseinandergeht, wenn das passiert. Zum Beispiel, ich habe auch ein paar Menschen, so mit denen habe ich es immer noch gut, so wenn ich sie sehe, weil wir zusammen in der Schule sind. Aber ich würde nicht sagen, dass unsere Freunde, also es ist schon gefädet im Sinne, dass wir uns nicht mehr täglich sehen, halt eben schulbedingt nicht mehr. Aber so, wenn ich sie sehe, dann haben wir es noch gut. Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich mit denen die Freundschaft gekündigt habe. Aber es ist nicht mehr also ich würde sie dann nicht mehr als Freundin bezeichnen. Ja, voll. Es ist dann keine Freundin mehr, sondern halt so Leute, die in einem anderen Kapitel im Leben halt ja, Kollegen oder vielleicht sogar Freundinnen waren. Und du hast den asozialen Weg erlebt, oder? Nein, irgendwie, die Person hat dann eben, unsere Wege haben sich getrennt, weil sie ist in die Lehre und ich bin Kanti und wir sind eben so ein bisschen das Trio gewesen, und man hat sich dann halt irgendwie einfach lange nicht mehr gesehen und das ist wie auch ein holpriger Schluss von der Freundschaft gewesen, weil man sich viel gestritten hat gegen das Ende, wo wir uns dann nicht mehr so viel gesehen haben. Auf jeden Fall habe ich irgendwann dann also die Dritte im Bunde hat mir die Nachricht übermittelt von ihr, dass sie wie nicht mehr mit mir befreundet sein will, weil sie so und so und so über mich denkt. Und sie, die Dritte im Bunde, hat eigentlich ihr versucht zu erklären, dass ich gar nicht so ticke. Also sie ist wie zwischen Stuhl und Bank gewesen, sie war wie zwischen mir und ihr und hat aber wie auch ihre Meinung nicht ändern. Und das hat mich mega traurig gemacht, weil ich so war, okay, wir haben uns jetzt zwar irgendwie 1,5-2 Jahre nicht mehr gesehen, aber ich bin überhaupt nicht die Person, die sie denkt, wo ich bin. Und ich fände es wie schade, dass wir die Freundschaft, die wir früher hatten, dass wir die einfach kübeln und uns wirklich jetzt gar nie mehr sehen, auch nicht von mir aus einmal in 2 Jahren, weil das würde mich schon mega freuen. Weißt du, was ich meine? Also, dass es so offiziell ist, ja, wir schreiben das jetzt nicht mehr. Es ist wie so offiziell, mir ist wie so gesagt worden, hey, im Fall, sie muss dich nicht mehr sehen. Und dann? Ja, bin ich mega traurig. Ich habe es natürlich akzeptiert. Ich bin dann auch schon. Also es hat das Gespräch gesucht? Also es hat mir mega fest wehgetan. Klar. Aber ich habe mir gedacht, wenn jemand so fest sich eine Meinung gebildet hat, dann will ich die Person umstimmen. Also weißt du, was ich meine? Und ist es mir wert? Ja, ich war sowieso schau, ich habe genug andere Freundinnen, die mit mir befreundet sind, und ich liebe die Freundschaften pflegen, statt an etwas nachtrauern. Ja, voll. Und dann habe ich über das irgendwie... Aber das findest du nicht korrekt. Also so sollte man es nicht machen. Ja. Sondern ich habe mir eben auch überlegt, wie macht man es denn? Und ich habe im Fall eine Nachricht aufgeschrieben. Ich weiss nicht, ob ich die vorlesen. Also nicht, dass ich die jetzt dann bald jemandem abschicken will, aber ich habe mich so gefragt, wie tut man jemandem die Freundschaft künden? Oder so sagen, also ich glaube, es ist so, wie wenn etwas passiert. Zum Beispiel eine Kollegin ist mega toxisch zu dir oder sie ist asozial oder sie hat etwas abgezogen, was nicht läuft. Das kann ja noch viel sein, kann ich mit deinem Freund etwas haben. Frag mich nicht. Auf jeden Fall, wenn etwas passiert, ist es wie einfach, weil du kannst sagen, hey, das und das läuft nicht. So können wir nicht befreundet sein. Es ist immer einfacher, hässiger sein auf eine Person. Genau, so, wenn etwas passiert, ist es wie einfach. Aber wenn wie nichts passiert und du einfach merkst, wir sind nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge, wenn wir uns sehen, das gibt mir nichts, so, es raubt mir mehr Energie, als dass es mir gibt, dann, weißt du, was machst du dann? Dann schreibst du die Nachricht, die du verfasst hast. Also, da bin ich gespannt. Keine Ahnung, ob das komisch ist. Also, eben, wie gesagt, das ist auch überhaupt gar niemand gewidmet. Ja, just saying. Also, ich habe aufgeschrieben,
hey, schau, ich habe mir Gedanken gemacht zu unserer Freundschaft und wie wir sie führen. Und die letzten paar Mal, wo wir uns gesehen haben, hat mir unser Austausch nicht so viel gegeben. Es ist nicht so, dass ich dich nicht mehr mag, überhaupt nicht. Ich habe dich nach wie vor gern, aber gern und schätze alle Erinnerungen, die wir zusammen gemacht haben. Aber ich glaube, dass ich zurzeit anderen Freundschaften mehr Zeit möchte widmen und mehr Gewicht in meinem Leben geben. Ich würde mich aber sehr darüber freuen, wenn wir uns sehen, können Hoi sagen und es gut haben. Mhm. Was würdest du machen, wenn du so eine Nachricht bekommst? Es klingt so ein bisschen wie mit einem Typ einen Korb geben. Also, zuerst sagst du so, ich habe dich immer noch gern. Ja. Weiss ich nicht. Also... Ist ja herzig. Also, weißt du, ich finde, du hast es gut formuliert, dass sie mir nicht mehr so viel gibt. Mhm. Die Frage ist halt, ob man vorher diskutiert hat, was man überhaupt will. Ja. Aber ich finde es nett und so formuliert. Aber ich habe das voll nicht gehabt. Ich habe das noch nie bekommen. Ja, ich auch nicht. Ja. Also, wenn ich jetzt eine Nachricht bekomme, ich würde auch nicht sagen, hey, danke vielmals, gut, wie du es machst. Aber du hast dich jetzt für eine Textnachricht entschieden. Also nein, ja. Das ja, ist doch, du Ding. hast ja automatisch... Es ist ja schon, eben wie bei meiner Kollegin, als ich gemerkt habe, dass es nicht so läuft, habe ich einen Brief geschrieben. Und ja, ich bin eigentlich die immer sagt, redet zusammen, bla bla bla. Nein, das stimmt. Ja, also ich würde auch nicht jetzt mal angenommen auf Holz klopfen, so, ich würde irgendwann mal mit dir nicht mehr befreundet sein, würde ich auch keine Textnachricht schreiben, sondern würde ich mit dir reden. Eben, ich glaube nicht, dass das jemals passiert, aber einfach so, wenn die Person nicht mega close zu dir ist, dann finde ich, kann man es auch so lösen. Ich finde auch, das ist halt der neue kommunikative Weg und ist manchmal auch halt einfacher. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ja. Hast denn du das mal erlebt? Nein, ich glaube nicht. So textnachrichtenmässig. Ja. Aber ich würde das Fazit, mein Ding ist einfach, dann mehr Bedürfnisse in der Freundschaft abklären, dass es nicht so weit kommt. Voll. Ich glaube, das ist wichtig. Also ich muss das auch noch lernen. Wir haben es jetzt mal ein bisschen angefangen. Wir können ja so ein Weekly machen, wie wir vorher irgendwie wegen einer Sitzung gesagt haben. Ja. Nein, ist kein viel gerade. Nein, aber ich glaube ganz allgemein, ich bin immer wirklich Fan von redet miteinander. Face to face, das ist immer am besten. Reden hilft immer so viel. Und auch wenn es am Abend ist, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn man noch nie eben so über das geredet hat, auch in einer Beziehung, also in einer romantischen Beziehung. Mit meinem Freund war es auch am Anfang komisch, so gegenüber hocken und so. Mm. Aber das ist, glaube ich, wirklich manchmal so der Weg vielleicht weiter zum Glück. Und sonst, wenn es halt einem wirklich nichts mehr gibt, dann ja. Ja, das Gespräch suchen. Ja, und auch beenden. Also Eben, ich glaube, es ist sicher nicht einfach und ich glaube, wir können ein gutes Fazit damit ziehen, dass du gesagt hast, eben Bedürfnisse abchecken, immer mal wieder so ein Check-in machen in der Freundschaft ist wahrscheinlich auch gut. genau. Ja, hey, und ich glaube, Bucketlist machen wir das noch ganz ratzfatz durch, weil die Zeit ist schon vorgeschrieben. Ich fange schnell an. Kategorie Stadt. Wenn du in Maastricht bist, hockst du in einen Kaffee, bestellst einen Kaffee oder weiss ich, was du willst, hast kein Handy dabei, tust nichts lesen, hockst einfach dort und tust das Geschehen beobachten. Weil ich habe letztes Mal gemerkt, dass ich das nicht gut kann. So, okay. auch nicht Journal oder so. Du machst Also nichts. Du darfst etwas trinken. Aber einfach Gut. sein. Okay. Ohne... Ja. Will do. Dies Ding, das ich dir auf die Bucketlist gebe, ist related zu der nächsten Folge. Wir reden in der nächsten 4. Folge nämlich über das Reisen. Und am Tag, wo diese Folge online kommt, musst du eine Story posten mit einem Foto von irgendeiner Reise und rund um das Foto eine Story erzählen. Eine wahre Story. Also was ja, genau, was man auf dem Foto sieht oder so. Gut, Genau. mache ich. Tue ich mir die Agenda einschreiben. Super. Ja gut, dann ist das jetzt eine längere Folge geworden, aber ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge reden wir über das Reisen. Schaltet auch ein, nochmal in 2 Wochen. Und checkt die Shownotes aus. Und Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. genau. Jenny, ich Ciao. habe dich gern. Ich dich auch. Tschüss.